Das Köln-Ding der Woche. Der Podcast zur schönsten Stadt der Welt. Präsentieren euch der Uli und der Frank. Prost, Kölle! Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge unseres Podcasts Das Köln-Ding der Woche. Und in Kölle jedet ganz genau 3 wichtige Pitter. Das ist erstens der dicke Pitter, das ist die Glocke aus dem Dom, die kennt ja wohl jeder. Der zweite, bin ich mir nicht ganz so sicher, das ist der Drühe Pitter. Das ist ein Brunnen am Dom und wie man schon sagt, der ist häufig etwas trocken. Da haben wir mal eine eigene Folge drüber gemacht, kann man sich gerne nochmal anhören. Aber drittens, der leckerste Pitter ist nämlich das Pittermännchen. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, ja, kennen wir doch, was gibt es denn dazu zu erzählen? Das ist doch Blödsinn, so eine blöde Folge. Mag sein, aber warum heißt das Pittermännchen denn Pittermännchen und nicht zum Beispiel Bärbelfräucher? Aber da können wir natürlich helfen, vor allen Dingen der Uli. Der hat nämlich seit neuestem sein Kölsch-Diplom bei den herausragenden Kölsch-Professorinnen der Mission Colonia erfolgreich abgeschlossen. Und auf das Diplom ist er so stolz, da hat er direkt mal sein LinkedIn-Profil mit ergänzt. Herzlich willkommen, unser Diplom-Kölsch-Kranzsuffer, der durstige Uli. Mir gegenüber sitzt der Mann, der sich hat nicht lumpen lassen für die heutige Aufnahme, ein komplettes Pittermännchen zu spendieren. Applaus, 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 das ist großartig. Vielen, vielen Dank. Er hat den Yannick und mir auch schon frische Stangen serviert. Vielen Dank dafür. So kommen wir öfters zur Aufnahme zusammen. So kann es Vegajon. Und Yannick, wie schmeckt? Super. Ja, also er hat sich nicht lumpen lassen und hat ein herrliches Fässchen Päffgen rausgelassen. Diesen Mann kann man gebrauchen. Uli, wenn jetzt so Leute so vielleicht nicht so ganz im Kölsch-Game drin sind und vielleicht lieber irgendwas vom Kloster Andechs trinken oder wie auch immer, was ist denn eigentlich ein Pittermännchen? Also rein formell, ein Pittermännchen ist nichts anderes als ein 10-Liter-Fässchen Bier. Und zwar ein richtiges Fässchen, das dürft ihr nicht verwechseln. Diese 5-Liter Home-Trainer, die zählen nicht. Ne? Das sind diese 5-Liter Büchsen, die kannst du vergessen. Das zählt einfach nicht, das ist wie Büchsenbier. Es geht um ein richtiges Fässchen und das geht genau genommen ab 10 Liter los. Die kleinste Einheit, die man sich hier so holen kann, ist halt ein Pittermännchen. Schön gekühlt. Passt übrigens auch fast in jeden handelsüblichen Kühlschrank rein. Deswegen ein ganz hervorragendes Ding, wie der Herr Mausbach heute bewiesen hat. Ja, und zu diesem Namen, den wollen wir nämlich heute ein wenig aufklären, gibt es verschiedene Legenden, wie in Köln so üblich. Ich fange mal mit der ersten Theorie an. Diese Theorie dreht sich um die Vatertagsumzüge. Angeblich hat es früher zu Peter und Paul, also immer am 29. Juni, Vatertagsumzüge gegeben. Und wie praktisch, im Bollerwagen konnten die feierwütigen Väter kleine Fässer mitnehmen und sich herrlich die Kehle vergolden. Und zu Ehren des Heiligen an diesem Tag haben diese Fässer den Namen Pittermännchen erhalten. Gut. Allerdings hat es diese Umzüge an Peter und Paul leider nie gegeben, sondern am Vatertag, also an Christi Himmelfahrt, wie wir heute noch wissen. Andere gehen bouldern, aber viele laufen auch mit dem Fässchen und mit dem 10-Liter Pittermännchen durch den Feuerbachspark. Und diese Vatertagsumzüge gibt es auch erst seit ungefähr 100 Jahren. Also keine Erklärung für den Namen Pittermännchen. Gucken wir uns mal die zweite Legende an. Da geht es um den Petrus von Mailand. Den könnt ihr euch übrigens live und in Farbe angucken. Geht mal zum Früh, also früh am Dom, da wo die ganzen Touristen hingehen, am Heinzelmännchenbrunnen, und guckt mal über dem Portal. Da ist der Petrus von Mailand abgebildet, das ist ein Relief. Und nicht verwundern, der hat ein Schwert im Gob. Also richtig mitten im Gob. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass das irgendwie sich so anfühlt wie der nächste Tag nach 40 Kölsch. Nein, das ist es nicht. Der Petrus von Mailand, der ist tatsächlich mit dem Schwert hingerichtet worden. Es gibt seit 1396, also schon richtig lange, die Sankt Peter von Mailand Bruderschaft. Da haben sich die kölschen Brauer zusammengetan und der heilige Petrus, Peter, ist der Schutzheilige der Brauer. Jetzt könnte es ja Sinn, dass genau dieses Pittermännchen an den heiligen Petrus erinnert, aber ehrlicherweise, schöne Legende, einen Beweis gibt es nicht. Auch die Herleitung vom französischen Wort petit,
also klein, könnte sein, man weiß es nicht. Wir haben in Köln viele französische Begriffe, ja bekanntlich Kölsch, wie zum Beispiel Plümerand, Plümo, Parapluie, Portemonnaie, Trottoir und was einem da sonst noch so alles einfällt. Daher könnte es ja durchaus sein, dass sich aus dem französischen Wort Petit für klein auch der Begriff Pittermännchen für ein kleines Fass Kölsch ableitet. Doch leider findet sich auch hierzu kein belastbarer Beleg. Kommen wir zur Legende Nummer 4. Da geht es um flämische Mönche und den Petrus. Direkt vorweg, wahrscheinlich falsch. Also, es geht darum, dass in Belgien Mönche Bier angeblich in kleinen Fässern verkauft haben, aber die Kunden, die diese Fässer dann da voll geholt haben, haben die leer nicht zurückgebracht. Und das fanden die Mönche jetzt nicht so doll. Daraufhin haben die Fässer gekennzeichnet mit Petrus, dem Patron der Brauer, wie eben erwähnt, Petrus von Mailand. Und so wurde das Fässchen Petrus Peter zum Pittermännchen, weil es ja so markiert war. Allerdings ist das wahrscheinlich so, die Mönche haben ihr Bier lieber selber getrunken, die haben das nicht verkauft. Und wenn das im Flämischen gewesen sein soll, klappt das auch nicht, weil in Holland, also im flämischen Holland, kennt keiner das Wort Pittermännchen. Pass also unnit. Nach langwierigen Recherchen und wahrscheinlich habe ich meine Leber dabei aufs Spiel gesetzt, ist mir noch eine 5. Variante, ich sag mal, zugeflüstert worden. In den Brauereien gab es für die Mitarbeiter damals Wochenrationen an Bier. Bis dato gab es immer 50 Liter Fässer, für einen normalen Braumeister eine lächerliche Wochenration von ca. 35 Kölsch am Tag, also was der so wegschlobbert, völlig normal. Merkt der gar nicht. So, jetzt wurde das aber auf Dauer den Brauereien ein bisschen zu teuer. Da kam der Wirtschaftsexperte Peter Gerion daher und gab die Empfehlung raus, nur noch 10 Liter pro Mann auszugeben. Jetzt könntet aus dem sperrigen Satz, wegen dem Peter Gerion kriegen wir pro Mann nur noch 10 Liter Kölsch, wurde dann das spöttische Pittermännchen. Und genau so war es. Endlich haben wir diese Frage mal so richtig final aufgeklärt. Herr Mausbach, vielen Dank für diese tiefe Recherche. Und jetzt wissen wir alle endlich, alles falsch. Petrus von Mailand verjeset, flämische Mönche verjeset, französisch Petit, alles driss. Der Herr Mausbach hat es heute aufgeklärt. Das ist ein Meilenstein in der Kölschforschung, den er heute hier aufgedeckt hat. Dafür von allen Kölsch-Trinkern ein ganz großes Dank. Liebe Freunde von den Kölschen Brauern, falls ihr das hört, wir kommen gerne bei euch vorbei, referieren. Ein geringes Honorar von einem Pittermännchen, das reicht. Und dann werden wir euch dieses ganze Thema nochmal nahebringen, was der Herr Mausbach mühsam da rausgekriegt hat. Ja, ich darf aber meine Quellen nicht verraten. Ich bin quasi der Julian Assange der Kölschbrauer. Ja? Ja, das ist so eine, wie heißen die Flötemenschen noch uns da? Das sind doch die Whistleblower, die Flötemenschen. Also, der Herr Mausbach, das Flötemenschen des Kölschs. Lasst es euch schmecken, genießt den Sommer mit kaltem Kölsch. Bleibt uns gewogen und wir freuen uns drauf, nächste Woche euch wieder zu hören. Madet Jod. Tschüss. Das war die neueste Folge vom Köln-Ding der Woche. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, folgt uns auf Instagram und Facebook und auf TikTok. Da sind wir unter das Köln-Ding zu finden. Auch auf Podigy sind wir natürlich zu finden, weil es da unseren Podcast gibt. Und auf Spotify, Apple, RTL Plus, überall da, wo es Podcasts gibt.